Der Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden setzt sich am Mittwoch in der Schweiz mit dem chinesischen Chefdiplomaten zusammen. Das Treffen soll nach offiziellen französischen Angaben dazu dienen, das Vertrauen zwischen Frankreich und den USA wiederherzustellen. Paris ist verärgert über den Sicherheitspakt zwischen Australien, Großbritannien und den USA für den indopazifischen Raum. Er war ohne Einbeziehung europäischer Länder ausgehandelt worden. Zudem ließ Australien einen Milliardenvertrag mit Frankreich über die Lieferung von U-Booten platzen. Ein chinesischer Polizist, der 10 Jahre in Ostturkestan seinen Dienst vollzog, gab amerikanischen Medien ein Interview, in dem er zugab, dass man Uiguren so lange foltert, bis sie ihre vermeintliche Schuld gestehen. Neuesten Recherchen zufolge benötigt Kanada mehr Fachkräfte. Am meisten werden Kräfte im medizinischen Sektor gebraucht. Insbesondere durch die Pandemie wurde der Bedarf zusätzlich erhöht. Indien will russische S-400 Abwehrraketen von Russland kaufen. Die ersten Lieferungen sollen Ende des Jahres in Indien ankommen. Die Spannungen mit China haben sich nach Darstellung Taiwans verschärft und sind so groß wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Es bestehe die Gefahr, dass es über der Straße von Taiwan, einer wichtigen Schifffahrtsroute, zu einem versehentlich ausgelösten Beschuss komme, sagte Verteidigungsminister Chi Kuo-cheng am Mittwoch im Parlament in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Das Organisationskomitee von Tokio 2020 hat eine Mitteilung über Cyberattacken zwischen Juli und September 2021 herausgegeben. Dementsprechend wurden 450 Millionen Cyberattacken auf die offizielle Seite der Paralympics und das Turniersystem registriert.